Wir alle kennen die Bildchen von diesen Männern mit dem Frack und den Hut, diesen Zylinder und dem Schnäuzli und dem Monokel und diesen Frauen in diesen viktorianischen Röcken und diesen Kindern mit den herzigen Kleidchen und den süßen Frisuren. Die kann man überall kaufen, wo es Junk Journal Sachen gibt. Oder man kann sie als DJ-Kits ausdrucken und so weiter. Ich habe das nicht. Und genau aus dem Grund habe ich mir einfach gedacht, ja, ich mache mir doch selber. Und ich habe gedacht, ich werde euch jetzt zeigen, wie ich die gemacht habe. Hallo zusammen, schön sind ihr da bei Handgelenk mal Pi. Ich bin Anne. Ja, die Bildchen, wie habe ich die genau gemacht? Ich habe mir einfach da so ein Modemagazin geschnappt und da drinnen stehen doch ganze Haufen Frauen und Männchen umeinander, wo man einfach so ausschneiden kann. Und ich habe das dann mal gemacht, habe mir ein paar ausgesucht, ein paar hübsche Männer und hübsche Frauen, wo ich doch gerade so gefunden habe, die würden doch jetzt noch passen, mit denen irgendetwas zu machen in dieser Art. Und wie man sieht, habe ich die nachher mit etwas Gesso und schwarzer Acrylfarbe bemalen. Ich kann euch das nachher genau zeigen. Man könnte natürlich jetzt die einfach auch so kopieren und nachher dann ausschneiden. Also schwarz-weiß meine ich, dass sie dann schwarz-weiß sind. Und ausschneiden. Das würde nachher dann natürlich auch noch eine ganz andere Falle machen. Ja, genau. Aber ich habe gedacht, so ein bisschen Farbe so im Gesicht. Oder jetzt die da hat die Lippen noch ein ganzes bisschen rot. Sieht man da vielleicht nicht so gut. Aber ihr Jäckchen hat auch noch so eine kleine Farbe. Ganz leicht. Und das hat mir recht gut gefallen. Das, finde ich, muss so sein. Und eben, ich finde, auf den ersten Blick sehen sie fast ein bisschen aus wie gemalt. Sind sie aber nicht. Und jetzt würde ich sagen, schneiden wir doch hier einfach mal ein bisschen aus. So, voilà, jetzt haben wir hier mal so ein paar Kandidaten, wo wir doch mal ein bisschen anmalen. Jetzt, ich weiss es nicht, ich habe es ehrlich gesagt nicht ausprobiert. Ich könnte jetzt die auch noch auf ein dickeres Papier aufkleben und dann anmalen. Vielleicht würden sie sich dann ein bisschen weniger wellen. Keine Ahnung. Aber dann müsste ich sie ja noch einmal ausschneiden. Ausser ich klebe sie sowieso gerade schon hier drauf, wo ich sie nachher haben will und bearbeite sie nachher hier. Aber wie man hier sieht, ja, komme ich dann hier auch ziemlich drüber aus mit dem Zeug und ja, ich mache es jetzt einfach so, sie wellen sich dann ein bisschen, aber wenn sie dann trocknet, ja, und wenn man sie dann aufklebt, dann sieht man das gar nicht mehr. Also, ich nehme für die ganze Anmalungsgeschichte Gesso. Ich kann natürlich auch Gouachefarbe oder Acrylfarbe nehmen, weisse oder Aquarellfarbe, selbstverständlich, geht alles. Geht alles. Und da schwarz ist das noch ein bisschen. Ein bisschen vertrocknet. Aber das tut, glaube ich, muss ich glaube nicht mehr nehmen. Das habe ich einfach hier so normales Acrylfarbe. Gut. Und ich fange einfach mal an mit ziemlich viel Wasser. Verdünnt. Aber ich muss nicht allzu viel davon am Pinsel haben. Und gehe einfach mal drüber. Einfach drüber. Völlig Kraut und Rüben. So.
Voilà. Also zum Ausschneiden kann man natürlich noch sagen, es wäre schon noch so gut, wenn man das recht exakt ausschneiden. Das ist auch nicht gerade eines meiner allergrößten Hobbys, aber es macht schon Sinn. So. Ich wette gerne, dass man solche richtige Malschlieren sieht. Das darf es haben. Darum eben nicht zu viel Wasser am Pinsel haben. Schön über den Kopf. So. Ja, eben wegen dem Ausschneiden, gell? Was auch recht Sinn macht, ist eben, wenn man es eher ein bisschen zu viel abschneidet, weder zu wenig. Weil, gerade wenn ich das jetzt dann noch so anmale, sieht man dann eventuell nicht, dass jetzt das, was ich dort zu wenig abgeschnitten habe, dass das dort Hintergrund ist. Das fügt sich dann so zusammen mit dem Männchen und plötzlich hat das Männchen irgendwie viel einen zu dicken Hals, obwohl das ja eigentlich Hintergrund wäre, aber das sieht man nachher nicht mehr. Und ob ich jetzt so ein bisschen zu viel vom Ohr abschneide, ich glaube, dem hier habe ich komplett das Ohr einfach auf dieser Seite abgeschnitten, weil es so mickrig war, dass ich da nicht drum herumschneiden ja, genau. Irgendwie so. So, Leute. Also, ich merke jetzt gerade, ich habe es jetzt hier auch nicht mehr so extrem verdünnt, sondern mehr einfach wenig Farbe am recht trockenen Pinsel. Also schon ein bisschen verdünnt ist schon, aber ja, man muss es so ein bisschen ausprobieren. So, da tue ich jetzt eher ein bisschen weniger her, weil die Beine sind schon so, die haben so hübsche Blümchennetzstrümpfe. Und wenn ich jetzt da einfach mit viel Weiss drüber, dann würde es recht verschwinden. Und das ist jetzt gerade nicht so gut, weil das wäre eigentlich eine dunkle Stelle dort. So, aber die Käppi noch. Ja, und wenn man es auch nicht so nass macht, dann rümpelt es auch nicht so fest. So, noch ein bisschen viel Farbe. Die Hände. So, die da passen mir nicht so. Da, ui, wäre zu viel. Dass wir jetzt zu wenig so schlieren. So, und ich mache das auch hier mit einem ganz zuseligen Pinsel, damit das extra so ein bisschen zuselig wird. Und jetzt bei dem zum Beispiel, da ist jetzt so ein, irgendetwas drüber rein gewesen, über dem seine Hose, aber wenn ich jetzt die da so hell mache, ein bisschen anmalen, übermalen, dann verschwindet das. Und das sieht man gar nicht mehr, dass dort etwas gewesen wäre, das dort nicht hergehört. So. Gut, doch, gefällt mir. So, ui, der so ein schwarzer Anzug darf ich jetzt nicht allzu viel weiß machen. Es ist schon recht viel weiß.
Aber ich gehe nachher sowieso mit Schwarz noch einmal drüber. So. So. Da, wenn ich natürlich das Profil habe, muss ich natürlich schon ein bisschen Achtung geben, dass ich das wirklich exakt schneide. Sonst sieht es einfach schnell doof aus. So, der wäre gemacht. Jetzt hätten wir auch noch den her. Den Rollkragenpulli. Ich gebe noch ein bisschen Wasser, ein bisschen mehr. Oh. Ein bisschen, habe ich doch gesagt. Ein bisschen. Ja, das war jetzt also sehr viel. Kann ich das noch ein bisschen auflösen? Fast nicht mehr. Und ein bisschen abputzen. Ich will gerne schon noch von dieser Jacke ein bisschen etwas sehen. So. Oh. So, die Hose. Wir haben ja eh schon weiss. So, und jetzt habe ich hier noch gerade. Da sehen wir jetzt auch die Knöpfe. Ich kann natürlich auch ganz ein exaktes kleines Pinsel nehmen. Und das höchst perfekt irgendwie nachmalen. Mache ich aber jetzt also nicht. He. So, und die Lady im schwarzen Kleid. Sehr elegant. So, das ist jetzt mal so ein bisschen wie Grundierung, sage ich jetzt mal. Und jetzt kommen wir hier mit dem Schwarz. Ich habe mir das einfach auf so ein Papier rausgedrückt. So. Und jetzt habe ich da wirklich nur ganz wenig als Pinsel hergenommen. Und auch mit einem relativ trockenen Pinsel probiere ich das jetzt zu machen. Und ich male noch so ein bisschen Schattenbereich oder vom Kleid jetzt da. Hat das da so die Streifen, die male ich jetzt ein bisschen nach. Was ist los da? Wieso kommt da keine Farbe? Das kriege ich schon ein bisschen vertrocknet. Nein, jetzt kommt es gut. Jetzt ist es einfach zu nass. So. Ups. So, da darf es noch ein bisschen dunkel sein. Ups, Entschuldigung. Sind wir noch da? Ja. Jetzt hier mache ich den Halsausschnitt noch ein bisschen. Ja, Schuhe sind ja so hell, aber ich male jetzt da gleich noch ein bisschen Schatten vom Fuß und vom Schuh. Und dann gehe ich jetzt auch noch ein bisschen ins Gesicht. Ich probiere denen hier ein bisschen die Augen und die Brauen und die Haare und das Maul und das Kinn. Irgendwie so.
Und dann noch ein bisschen verschlirken wieder. So, und dann können wir auch mit Weiss noch ein bisschen Akzente setzen. Dort, wo das Licht drauf scheint, das ist meistens die Nase, Backen, eventuell das Kinn oder die Lippen. Und hier sehe ich es ja, ist es der Hals. Auf dieser Seite ist Licht. Bei den Haaren auch, hier ist das Licht. So, jetzt hat sich eine komische Frisur. Der Arm hier soll auch noch ganz hell sein, weil das Licht kommt von dieser Seite. Hier auch noch ein. Aber eben, das muss jetzt natürlich nicht das Kunstwerk werden, wo haargenau muss stimmen, sondern das ist jetzt hier einfach so ein bisschen andeutungsweise. Und eben, ich habe ja immer noch drunter das eigentliche, echte Bild, das ich ein bisschen anschauen kann. So, aber ich finde die gar nicht mal so schlecht. Die gefällt mir jetzt noch so. Ein bisschen unheimlich vielleicht. Ein bisschen schwarz geschminkt. Nehmen wir doch mal die. Die sollte ja so ein bisschen fröhlich, eher so ein bisschen fröhlich sein. So, da auf jeden Fall ist immer dunkel, wo Arm auf Kleid kommt irgendwie. Und dann unten am Röckli kann man auch gut dunkel machen. Dann unterstreiche ich da noch so ein bisschen die Knopfleiste. Und natürlich die Knöpfe. Da auch und da auch. Und dann da die Tasche. Wir haben sehr viel Weiss drüber geschmiert. Da kann man es auch gerne wieder ein kleines bisschen verdecken. Hier auch wieder die Achseln. Und der Ausschnitt. Dann ist hier noch ein bisschen dunkel vom Schatten am Hals. Die Haare sind so blond, aber auch die haben dunkle Stellen, dunkle Schatten drin. Ja. Oh, gehen weg. Und dann hier der Rand vom Käppi. Ui, ein bisschen viel schwarz. So, was ich natürlich sagen kann, ist mit Gouache-Farbe. Die kann man auch immer wieder auflösen, wenn sie schon getrocknet ist. Und Acrylfarbe nicht. Und ja, da muss man sich ein bisschen... Ja, das muss man einfach wissen, dass das so ist. So. Und so.
Gehen wir auch noch mal ein bisschen mit Weiss dahinter. Das ist irgendwie gerade vermischt und grau gemacht. Ein bisschen weisse Backen, hier auf dieser Seite die Stirn, wo das Licht herkommt. So, komm. Gehen wir noch einmal über die Hände. So. Ja, da kann man sich darüber streiten, ob man da noch etwas machen an den Schuhen oder nicht. Ein bisschen kann man, glaube ich. Die Riemchen da ein bisschen. So. So. Das passt mir noch nicht an. Das ist die Nase dort. Die Nase ist mir zu dunkel. Und jetzt sieht es aus, als hätte sie dort so einen Sonnencreme-Strich. So. Ja. Okay. Das passt mir jetzt irgendwie nicht so, hä? Ja. Mal, jetzt ist besser. Jetzt habe ich da gerade noch am richtigen Ort ein bisschen wegnehmen. Doch, die gefällt mir jetzt also auch noch recht gut. Cool. Probieren wir es doch mal noch mit dem da. So, und das ist natürlich noch immer total unterschiedlich, wie es rauskommt. Je nachdem, wie man da jetzt genau drüber malt. Also wenn ich da nur ganz ein Häufchen von Farbe drüber gebe, sieht das eigentlich ja auch schon recht verändert aus. Aber wenn ich jetzt so natürlich sättige schwarze Striche mache, und das habe ich jetzt bei dem also gerade wirklich so wollen, dann sieht es wieder total anders aus. Sieht das doch schon sehr, ja, halt eben eher selber gemalt aus. Und dann muss ich mir im Klaren sein, will ich es dann so, finde ich das okay. Und jetzt nur so, ja, weisst eins, aber jetzt das Gesicht, oder? Kann ich denn das jetzt so herbringen, dass das auch wie gemalt aussieht? Und wenn nicht, passt es dann zum Rest? Das ist die grosse Preisfrage. Und ich mache das jetzt wirklich absichtlich mit einem nicht ganz so... also mit so einem richtig verzuselten Pinsel. Damit mir da wirklich alles ein bisschen zuselig wird. Jetzt sieht er ein bisschen zombie-mässig aus. He? So.
Viel, zu viel, zu viel, zu viel, zu viel, zu viel. So, jetzt die Augen noch. Die Augen und das Maul. Sieht ein bisschen wie ein Dracula irgendwie. So, für das mache ich hier den Pinsel ganz, ganz, ganz dünn vorne und probiere die Augen wieder ein bisschen vorzuholen. So, und jetzt hier das komische Dracula-Maul, wenn wir noch wegmachen. So, da, eigentlich bin ich ja ganz zufrieden mit dem. Doch, 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 die Hose noch nicht. Die Hose, da ein bisschen zu viel schwarzes, komisches Geschlirr. So nicht. So, jawohl. Genau so habe ich doch das wollen. Und da noch ein bisschen auf den Schultern. Ein bisschen Highlights. Den Anzug noch ein bisschen. Oder die Jacke. Ein bisschen aufhellen da. So. Mal. Gut. Also, den finde ich jetzt auch noch recht gut. Jetzt probieren wir mal die da noch irgendwie herzubringen. Ja, jetzt hat sie die Augen zu. Okay, das ist auch okay. Das finde ich ganz okay. Sollen die nur die Augen zumachen? So. Ah, die Hand. So. Gut, also haben wir doch der einfach jetzt die Augen zugemacht. Und jetzt haben wir noch die zwei Herren. Oh, da gibt es viel Schwarz. Oder, ja, vielleicht auch nicht unbedingt. Das hat ja schon so viel. Dann müssen wir auch nur ein paar Highlights machen, wahrscheinlich. Oder? Oder nicht? Ja, vielleicht braucht es schon ein bisschen mehr. Weiß nicht. Wir werden es sehen. Und ich finde das im Fall auch eine super Übung für zum Malen oder Zeichnen, weil man lernt so, wo hat es eigentlich Schatten zum Beispiel. Das ist man sich manchmal gar nicht so bewusst. Ui, ausgerechnet da so viel.
Hey, und ich könnte mal ein Schnäuzchen zeichnen. Oh, das wäre lustig. Nein, das machen wir jetzt natürlich nicht. He? Ein Schnurrbart und einen Zylinder drauf zeichnen einfach. So, und jetzt eben, wo ist Schatten und wo ist Licht? Wo muss ich jetzt mit dem Weiss wieder kommen? Da. Das Licht kommt von da und scheint ihm so abpacken. So, das Maul ist wüst geworden. Ah, aber jetzt ist gut. Jetzt ist gut. Ja, ich glaube, ich muss gerade gar nicht mehr machen. Wenn das Licht von da kommt, müsste ich eigentlich eben da auf die Schulter Licht. Aber auch so im Studio weiss man gar nicht so genau. Wahrscheinlich hat es von so vielen verschiedenen Seiten Licht. So, ja, das ist gut. Der gefällt mir auch. Und jetzt kommt der. Gut, hey. Jetzt wollen wir mal schauen. Ich kehre das mal um und probiere das hier aufzuspiegeln. Dass wir die alle einmal so ein bisschen sehen, wie die so geworden sind. So. Ich finde die recht cool. Was man jetzt noch machen kann, damit das nicht so ganz schwarz und weiß ist, ich nehme das Vintage-Foto und mache halt eben das Foto noch ein bisschen Vintage. Dass das Weiß nicht ganz so strahlt. Gehe ich da einfach ein bisschen überall drüber. Schon ein bisschen schauen, dass ich nicht zu fest ja, gerade bei den Gesichtern irgendwie etwas dann noch wegwischen oder so. Ups. Sorry, Lady. Es kann auch gut und gerne einmal passieren, dass es dann ein bisschen verschwindet und man das Gefühl hat, oh, ich kann gerade noch mit Weiss drüber. So, bist du schon trocken? Ja, hoffen wir es. Oder dann werden eben die Köpfe vielleicht ein bisschen allzu braun. Das ist noch nicht ganz trocken, das will man dann vielleicht auch nicht. So, und die, ja, die hat ja ein weisses Kleidchen angehabt. Das hätte ja jetzt vielleicht schon weiss bleiben. So. Ja, jetzt da ist es jetzt ein bisschen zu fest braun geworden. Die ganze Geschichte. Und du bist du wenigstens da trocken. Ja, gut, also machen wir halt so weiter. Was war jetzt das? Oh Mann. Ja, ist gut. So. Einfach schwupp. Tor. So. Ja. Hey, aber schau mal, das gibt eine recht lustige Silhouette. Genau, und was habe ich jetzt noch gemacht? Ich habe noch ganz vorsichtig mit Walnut Stain die rundum ein bisschen geinkt. Aber da muss man natürlich schon ein bisschen aufpassen, dass man da nicht zu viel gibt. So, und eben, also wenn dann mal so ein bisschen Beine fehlen oder so, bei dem sind auch die Füße nicht drauf gewesen, dann habe ich da einfach etwas drüber geklebt. Absolut kein Problem.
So, hey, jetzt schauen wir mal die lustigen Mannsgockeln an. Ich habe schon irgendwie extrem Freude, die nachher dann so zu verarbeiten in so irgendwelche coole Kärtchen. Ja, das ist natürlich etwas, was mir extrem Spass macht. Ein bisschen mit Farbe etwas rumtöckern und so. Und dann kommt noch so etwas Cooles dabei raus. Und man kann es vor allem im Junk Journal integrieren. Und das ist natürlich das, was mir ganz besonders Freude macht. Ich hoffe, euch hat es auch Freude gemacht, euch hat es gefallen. Vielleicht bastelt ihr es ja nachher. Vielleicht macht ihr etwas Ähnliches oder ihr habt ähnliche Ideen. Ihr könnt es mir auch gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr auch schon mal so etwas in dieser Art gemacht habt oder noch eine viel bessere Idee habt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!